Altesse Royale, Herr Präsident von der Chambre, Herr Premierminister, die Herren und Damen Deputiert, die Herren und Damen Minister. Das ist mein Großfried, für ich können zu begrüßen für diesen Tedeum, wo wir dem Herrgott Merci sagen für das Land, für jeden Verein, den er liebt, er schafft, aber für uns alle, für unser Grand Duc, für unsere Grand Duchesse. It is my great pleasure to welcome you in the Cathedral of Luxembourg on the occasion of the national feast, and we would like to thank God for everybody who works and lives in our country, and especially thank God for His Royal Highness the Grand Duke and the Grand Duchess of Luxembourg. Et comme toujours, nous commençons notre prière par une prière interreligieuse, parce que les religions ne sont pas en guerre. Les religions s'inspirent de la même source d'amour. Et ensemble, nous voulons œuvrer pour la paix, pour la justice dans notre patrie et dans le monde. Toi qui as béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, bénis le Grand-Duché de Luxembourg, son prince, son Altesse royale le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et toute la famille grand-ducale. Étends les ailes de ta protection sur notre pays. Éclaire toujours de la lumière de la sagesse et de la sérénité notre souverain, et que les jours de son règne soient toujours bénis de prospérité et de paix. Amen. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yaer Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Au nom de Dieu,
le clément, le très miséricordieux. Nous prions Dieu, notre Seigneur, de combler le grand-duc, la grande-duchesse et toute la famille grand-ducale de sa bénédiction et de les couvrir de sa bienveillance et de sa protection. Que Dieu réconforte le grand-duc Henri, le gouvernement et toutes les instances pour le bien de tous les citoyens. Nous implorons Dieu, glorifié et magnifié, de bénir le Luxembourg, pays d'ouverture et de pluralité. Qu'il préserve sa stabilité, sa sécurité et sa prospérité. Qu'il demeure une terre d'accueil, d'hospitalité et de solidarité et un refuge pour les opprimés. Que la confiance mutuelle, la concorde et l'harmonie règnent entre les différentes composantes dans notre patrie. Seigneur, réalise largement nos espoirs, joins à la santé, à nos matins et à nos soirs. Que la paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers et dans notre société. Amen. Tu me devances et tu me poursuis. Tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Dieu Tout-Puissant, entoure de la sollicitude notre souverain, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria-Thérèse, ainsi que toute la famille grand-ducale. Protège-les et garde-les en ces jours, sois leur abri aux jours de détresse et leur forteresse aux jours de bonheur. Conduis ton peuple et veille sur ton héritage. En ce jour de fête et d'action de grâce, bénis ton peuple et veille sur tous ceux qui vivent au Luxembourg, sur une même terre à partager. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Ô Dieu Tout-Puissant, sagesse ineffable, protège la famille grand-ducale et ceux qui nous gouvernent. Sois pour nous force et paix à jamais. Amen.
Lecture du livre de l'Ecclésiastique. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ce qui se lève de bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. Altesse Royale, heute Morgen an der Philharmonie hat ihr geschwärzt über den Terror, den Europa und nach viel anderen Ländern auf dieser Welt trifft. Und lasst mir die Gedanken abzugreifen, weil was bei all dem Terror ein gruselige Sache ist, da das oft geschieht am Namen von Gott. Das geht lo glatt nicht. Terror als Mord und hat nichts mit Gott zu tun. Terror am Namen von Gott als eine Blasphemie, wie der Papst sagt. La terreur au nom de Dieu est une blasphemie. Und wir müssen uns aber fragen von den Religionen, wie haben wir die Religion durchgestaltet? Was ist geschieht, dass es so ein Terror am Namen von Gott und am Namen von Religion möglich ist? Und wenn wir auch als Katholiken auf als Geschichte zurückgucken, dann entdecken wir da viele Sachen, über die wir nicht hilfreich sind, wo wir uns dafür schummen müssen und uns dafür entschuldigen müssen. Wie kommt es, dass Gott so missbraucht wird? Eng
mögliche Antwort, das ist nicht die einzige. Die wir, dass es in der Vergangenheit eine Einheit gibt. Von Religion, von Staat, von Gesellschaft. Und das hat er mitgesprochen, dass es am Staat religiöse Dynamiken gibt und dass es an der Religion Dynamiken gibt von Macht, von Herrschaft, von Exklusion, wo immer in anderen den Preis wird müssen dafür bezahlen. Durch Globalisierung sind wir an einer Gesellschaft, die, wie mein muslimischer Bruder aus dem Gebiet gesagt hat, eine Pluralität hat. Wo es neben den verschiedene Religionen gibt, mit verschiedenen Kulturen am Hintergrund, wo es Leute gibt, denen die Religion egal ist, oder die glatt nicht damit können aufwecken. Und da ist dann der neue Defizit, dass wir alle Guten am Frieden zusammenleben. Und der Frieden muss mehr sein wie Toleranz. Weil eine Toleranz, das heißt schon just, dass es dem anderen gewisse Rechte gibt. Es muss Respekt sein, für den anderen. Man muss den anderen verstehen. Und nicht immer direkt das Allerschlechteste als denken, wenn einer etwas sieht, was da so vielleicht nicht gerade so 100% passt. Die Haltung von Respekt für den anderen müssen wir mit der Religion vorleben. Und es sind dafür immens froh, dass wir am Anfang von diesem Tedeum den interreligiösen Moment von Gebet tun. Wo gesagt, dass wir zusammen für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unser Grand Duc beten. Dass wir zusammen antreten wollen, auch für die Rechte, die alle Menschen haben, und die wir mir mengen, auch vom Herrgott an Dignität vom Mensch herangepflanzt sind. Wir haben aber auch Terror an Europa durch riesige Migrationswellen. Und ich schwätze Lodo nicht von den Flüchtlingswellen, die Lodo sind. Das ist es auf der Welt nach immer gehen. Wir können uns keine Geschichte vorstellen, ohne Migrationen. Wie hätte Menschen so überhaupt auf dieser Welt verbreiten können? Aber ganz viele müssen da bei uns kommen, weil hier Länder am Krieg sind. Ein ekliger Krieg, ein blutiger Krieg, wo es nichts Schönes gibt. Oder weil sie so einer Armut leben, also so einer Misere leben, dass Perspektive für ein Mittelmeer mit einem Schiff inner zu gehen nach besser ist, wie dort zu bleiben, wo sie los sind. Du gebe ich gerne auf einen kleinen Satz von unserem Papst hinweisen. All Mensch hat das Recht, an seinem Land bleiben zu können. Das heißt nicht, dass man nicht sollten Flüchtlinge abholen. Da das sowieso christlich Gebot von nächste lebt. Aber das heißt aber auch, dass die internationale Gesellschaft, dass die internationale Politik alles muss machen für Frieden und für Gerechtigkeit. Dass es nicht geht, dass Krieger gefeuert gehen mit europäischen Waffen, wo wir Profit machen. Dass es nicht geht, wenn wir als Science bald decouragiert auf Friedensprozesse rummachen, wenn wir schon wissen, dass die so viele Karriere für drunter nicht geklappt hat. Ich weiß, Lützeburg ist ein kleiner Player. Ich will ein Merci sagen
dass Lützeburg sich ersetzt für den Frieden an der Welt. Und noch als Armee merci sagen für alle Friedensmissionen, die sie durchgeführt tun und durchführen. An der Gerechtigkeit. Wir können doch nicht hinholen, dass Leid von Hunger stirben. Dass Leid an Konditionen leben, die kein von uns seinem ersten Feind wünschen geben. Und du dann mehr Gerechtigkeit an internationale Wirtschaftspolitik heranbringen. Mehr gerechte Strukturen schaffen. Ich schätze noch von mehr. Weil ich weiß, dass gerechte Strukturen etwas ist, was nie lange Bestand hat. Weil der menschliche Egoismus, wir gehen an der Kirche so sind, immer mehr stark, dann immer noch grabst, für das selber mehr zu haben. Mit das Bestreben um mehr Gerechtigkeit. Das müsste am Anfang geholt Politik von der Europäischen Union leiten. Weil nimmer dann können Flüchtlingsströme gestoppt werden. Nimmer dann. Und es sind bei weitem kein Prophet. Wir schmengen, dass die Flüchtlingsströme immer lohen. Nach nichts Sinn gegen den Flüchtlingsstrom, der kommen wird durch den Klimawandel. Auch du musst man es ersetzen, zusammen für eine bessere Welt, nicht für die absolut gute Welt. Und es sind keine Politiker, ich kann nicht so, wie ich das machen muss. Wir sind froh, dass an der Lützeburger Politik darüber diskutiert wird. Und dass Parteien das auch an ihrem Ersatz haben, für dort zu helfen, für dort etwas zu bewirken. Es so nicht merci dafür. Macht so weiter. Wir brauchen das. Weil jeder von uns muss verstehen, ohne Frieden und Gerechtigkeit an der Welt gibt es auch kein Frieden an Europa. Und sogar nicht zu Lützeburg. Monseigneur, der hat heute Morgen geschwärzt von der Kohäsion von der Lützeburger Gesellschaft, wo jeder dazugehört, den er liebt, für mehr Partizipation von Frauen und von Nicht-Lützeburger an den politischen Prozessen, besonders bei den Gemeindewahlen. Merci dafür. Merci für die couragierte Wider, weil nimmer zusammen, ohne Exklusion, ohne neue Exklusionen zu schaffen, können wir unseren Frieden und unseren Wohlstand behalten. Identität als etwas, was wir geirrt haben, und das der Vergangenheit kommt. Mit Identität ist auch etwas, was man immer andauernd neu schaffen muss. Identität ist etwas, wo jeder von uns dazugehört, wo jeder von uns etwas beitragen kann. Trillionen heute zu Lützeburg wollen und werden noch ihren Beitrag dazu leisten. Ich kann mich nicht mehr freuen, wenn ich an der Kathedrale auch Gebete auf Hebräisch und auf Arabisch höre. Du gibt eine neue Identität auch von der Religion vorbereitet. Merci für das, verstehst du mich? Und der Grand-Duc, Grand-Duchesse, der Grand-Duc héritier, die Grand-Duchesse héritière, sie sind Symbol von Lützeburg. Von einem Lützeburg, was gleich ist und sich trotzdem andauernd ändert. Dafür, Monseigneur, will man euch von ganzem Herz merci sagen. Und wir wollen beten, auf diesem offiziellen Geburtstag, dass der Herrgott euch an unserem Lützeburger Land eine Zukunft, ein Glück, ein Frieden, eine Gerechtigkeit schaffen kann.
Merci en Amen.
Frères et sœurs, faisons maintenant monter avec foi et ferveur notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui sont appelés à vivre ensemble sur la terre luxembourgeoise. Veille avec bonté, Seigneur, notre chère patrie. Multiplie les bénédictions sur ton peuple et resserre les liens de l'unité entre ceux qui vivent sur une même terre pour contribuer ensemble à bâtir un monde de justice et de paix. Wir bitten für all verantwortliche Politiker am Staat wie an den Gemengen, hier zu Lützeburg, an Europa, wie aus der Welt, dass sie sich für die Rechte und das Wohl von allen Bürgern einsetzen. Prions pour tous ceux qui souffrent de la violence ou de la persécution et pour tous les réfugiés qui cherchent une terre d'accueil dans notre pays. Que leur présence nous interpelle et suscite en nous un regard de bienveillance et un esprit de partage et de fraternité. Wir beten für die Frauen und Männer, die sich an der Welt für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Für die Menschen, die heute unter den Folgen von Hunger und Gewalt leiden. Und für all die, die am Dienst von unserer Heimicht ihr Leben gelassen haben, an denen wir vieles verdanken. Unissons maintenant nos cœurs dans une même prière et intercédons ensemble pour notre grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Theresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance. Domine salvum fac, magnum ducem nostrum Enricum.
Domine exaudio rationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Oremus. Deus qui omnis potestas et dignitas famulatur, da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperum sue dignitatis effectum, in quate semper timeat, tibique jugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Benedictus est Domine in firmamento celi. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime majestati Tue, procolatis donis gratias agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eostem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum.